Die Damen und Herren, ich begrüße euch alle gut ganz herzlich hier am Atelier beim Info-Day Let's Talk About Vaccination, eine Informationsrunde zum Thema Impfen mit lauter Professionellen aus dem Gesundheitsbereich. Mein Name ist Nathalie Reuter und ich habe das große Pläsier, das Event zu moderieren. Dir freut mir respektive Sie haben anfragen und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich all die Leute, die online zugeschaut sind über YouTube. Die könnt ihr direkt Fragen stellen an diesen Stream, die geht auch überdrohen auf covid19.lu. Und das ist natürlich relativ selten, dass so viele Professionelle bei Ihnen sitzen, für auch Fragen zu antworten. Und ich präsentiere nicht die direkt. Das ist auf der heutigen Seite Dr. Jean-Claude Schmidt, ist Direktor von der Santé, er hat 20 Jahre am CHL geschafft und also Spezialist für Infektionskrankheiten. Neben ihm sitzt der Professor Dr. Claude Müller, er ist Expert an der Virologie und Immunologie am Luxembourg Institute of Health. Über 25 Jahre waren sie responsabel für die Überwachung von Viren an über 70 Länder auf Auftrag von der Weltgesundheitsorganisation. Und hier gibt auch Lesungen zum Thema Impfskepsis und Impfethik. Neben ihm sitzt Dr. Isabel de la Fuente Garcia. Sie ist Pädiater am CHL und sie ist auch Vizepräsidentin vom Conseil supérieur des maladies infectieuses. Et madame, vous êtes notamment en première ligne au CHL des enfants hospitalisés à cause de la Covid. Und dann neben mir begrüßen wir Dr. Thomas Danzer, er ist Virologe bei der Santé. Er hat geforscht, wie Hepatitis-C-Viren zu bekämpfen, hat geschafft mit einem Forscher zu New York, den notamment einen Nobelpreis kriegt. Und ihr seid spezialisiert im Bereich Innovation, Beratung und Health, Public Health. Neben mir sitzt Dr. Gerard Schockmann, hin als Spezialist auch für Infektionskrankheiten an den Hôpital Robert Schumann. Und neben ihm begrüßen wir Dr. Charles Benoit, Psychologe, sind aber einem Jahr am Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, die forscht zu Basel auf der Uniklinik und die ein Buch ausgebracht, Covid-19, ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Neben ihm begrüßen wir Madame Annick Schon, sie ist infirmière anesthésiste am Centre Hospitalier du Luxembourg. Sie schafft seit 8 Jahren auf der Intensivstation. Und neben ihr ist Dan Thiel, und die war schwer erkrankt an Covid. Herr Thiel, wie lange war er am Spital? Die hatte einen schweren Krankheitsverlauf und das ist auch so, dass da am Anfang wirklich nach den Langzeitfolgen von dieser Krankheit leid. Wie hat das alles so gefangen? Ja, ich war 22 an der Intensivstation. Mikro. Regie. Könnte das Mikro funktioniert? Nicht? Sonst könnte vielleicht das Mikro von der Mann am Schwanz holen. Hallo? Könnt ihr uns zuschalten? Okay. Herr Demeschlo? Ja, da geht es. Also ich war 22 auf der Intensivstation. Das ist relativ schnell gegangen. Es sind meist an die Poliklinik gegangen und da hat sich direkt mich gekümmert gehen. Und das hat ein paar Minuten gedauert. Da war ich schon dann am Bett mit einer Pressluftmaske. Und ja, das hört mich nicht gut. Könnt ihr das Mikro ein bisschen mehr hart schalten, wenn es schläft? Okay, ich probiere hart zu schwätzen. Und ja, dann war ich, dann so ein Doktor, sie müsste mich intubieren und dann so schon durch Zufall einen Artikel gelesen, pro Woche für drin, dass von ihnen sollte an so einen Fall kommen, dass ihn soll so lange wie möglich probieren auszuhalten, ohne intubiert zu gehen. Und ich habe das auch gemacht. Ich war 5 Tage lang mit dem Doktor, mich dauernd gefragt, geht denn nachher Thiel? Soll mich intubieren? Ich so, nee, ich habe schon praktisch 3 Tage lang geschlafen, weil ich die Maske, die geht mit einem Riemen oben angezogen, dann mit einem Riemen innen angezogen, dass sie ganz fest sitzt und dass keine falsche Luft beim Drücken raus, also dass keine falsche Luft gezogen und dass keine falsche Luft auch kann rausgepresst gehen, die müssen an die Lunge gehen. Und dafür ist das relativ anstrengend, weil ihn dauernd muss ein bisschen matt aufpassen, wenn ihn huscht, dann dereguliert das sich rum und das ist mega Stress gewesen.
Und den Doktor hat mich dauernd, aber wollten das so überreden, für mich intubieren zu lassen, für mich einfach die Tortur nicht mehr zu machen. Dann bin ich dann angefangen mit Bluten am Gesicht und mein Nuss war bis auf den Knorpel abgeschürft durch die Maske. Schon ist noch der Maske geschlafen. Dauernd ist meine Saturation gefallen. Und das war ein richtiger Stress. Da habe ich 5 Tage lang durchgehalten, bis der Doktor sagt, wir können nur die Maske probieren, alle halbe Stunde auszutun. Und dann haben wir das los, sind wir dann von der starken Luft, also der starken Oxygenschmenge, das sind über 8 Liter pro Stunde, wenn ich mich gut erinnern kann, bis auf 45 los all da aufgegangen. Wie lange war das auf der Intensivstation? 22 Tage. Und du noch? Dann hätte ich da ich dann den Mut gemäht, dass ich dann eventuell geschwind kann an der Reha-Center in Ergotherapie Akine machen, für auch richtig die Luft zu holen. Und ich meine, ich hatte just nach 1 Liter Lung, wie ich da Lung. Und nur 5 Wochen hatte ich recht 1,9 Liter Lung. Das ist so ein Apparat, wie dann dran, wo ich das genau kann messen, wie viel Lungenvolumen ich hat. Und ich konnte aber, da war ich bereit für raus, und ich habe dann eine Thrombose gemäht am linken Bein. Und 12 Stunden drüber, oder 15 Stunden drüber eine Lungenembolie. Und dann sind ich rückfällig gegangen. Und da konnte ich aber nicht an der Reha-Center. Dann musste ich nach 2 Wochen am Spital bleiben und zuerst. Und bis ich dann los auf 6 Liter Oxygen pro Stunde war. Wie geht es dir dann heute? War noch immer nicht ganz gut, wenn ich viel schwätze oder wenn ich Treppe gehe, dann fehlt mir einfach die Luft. Ich kriege keine Luft. Und ich war krankgeschrieben vom 18. Februar an. Und ich war bis zum 31. Februar krankgeschrieben gewesen, dann sind ich an der Pension. Ja. Madame Schunz, ihr schafft ja auf der Intensivstation. Was erlebt ihr da? Wie gesagt, euren Alltag da aus? Ja, also wir sind schon seit 2 Jahren am Ausnahmezustand. Wir müssen uns kontinuierlich adaptieren, neu formieren. Covid ist eine Erkrankung, wo man noch nicht viel drüber, wir wissen schon Sachen drüber, das wird noch immer geforscht, aber wir müssen uns immer auf den neuesten Stand setzen. Mein Alltag auf der Intensivstation ist so, dass man, ehe man bei den Patienten gehen, muss man es komplett mit einer Schutzkombination umtun. Das heißt, komplett Teufel-Kostüm, eine Schutzbrille, Füßen, FFP2-Maske und 3 Paar Handschuhe. Recht dann gehen wir bei den Patienten dran. Natürlich, das dauert doch alles. Wir brauchen aber 3-4 Minuten, bis wir angekommen sind. Nur beim Patienten, wenn sie bei uns auf die Intensivstation kommen, sind sie schon schwer krank. Aus der Covid leider hat hier Lungen oder andere Organe schon ferm angegriffen. Und das merken Patienten noch. Patienten sind Patienten, die immens ängstlich sind. Und was die Krankheit weiter fortschreitet, wird Patienten immer mehr ängstlich gehen. Viele Patienten gehen von Anfang an kriegen eine Sedation, dass sie das alles besser drohen. Aber sie brauchen schon noch viel Präsenz von den Infirmieren und Bett vom Patienten. Es fehlt ihnen einfach Sauerstoff. Und sie merken das, was es mehr kritisch wird, was sie mehr ängstlich gehen, aber was sie eben mehr Präsenz brauchen. En plus, also es schwierig, wir haben die ganze Schutzkombination Patienten, die für den Moment keine Visite kriegen. Wir probieren mit den Familien Kontakt über Tablet aufrechtzuerhalten, solange Patienten noch nicht intubiert ist. Aber voilà, wir sind dann die einzige Kontaktperson, die den Patienten in dem Moment noch hat. Merci für das erste Antworten. Wir sind natürlich hier, dass ihr Fragen stellt. Ihr könnt das machen über YouTube. Wir haben natürlich auch Leute hier am Publikum am Saal. Die sind natürlich kommen mit Fragen. Und dafür gehe ich direkt vor du nicht. Wen hat eine Frage hier am Saal? Ihr könnt einfach eine Hand geben. Madame hier in der ersten Reihe. Da gibt man so aufhängen.
Ja, ja, könnt ihr im Moment weiter, bis das Mikro da ist und dann auch ganz hart die Frage stellen, für das wir hier oben auf der Bühne hören. Ja? Ja. Das ist gut, das ist gut. Okay. Wie will du darüber antworten von unseren Spezialisten? Ja. Also das ist natürlich ein ganz spezieller Fall, eine Kasuistik, wo es sicher kein großes Zahlen dazu gibt, für du etwas dazu tut. Die sagt, es eine Etude, wo gesagt wird, dass Krebszellen aktiviert gehen. Und da wäre meine Frage eigentlich die Etude, ob was für Krebszellen oder auf was für Situationen ist das gemacht? Sind das Untersuchungen, wo Krebszellen eine Kultur zusammenbräuchte, die sehen mit der Subunit vom Spike-Protein, wie das so, oder ist das eine Observation an Patienten, die bestimmte Krebsformen haben? Weil das sind nur 2 Fragen, die mal direkt an den Kopf kommen. Ich könnte wahrscheinlich nach mehr stellen. Aber da wäre es sicher wichtig zu wissen, worum geht es da. Und dann ist natürlich nach einer anderen Frage, sind Meningen von ihrem Jung, sind die durchlässig oder nicht durchlässig für Protein von dem, und die Frage kann ich auch nicht beantworten, die ist wahrscheinlich auch ganz schwierig zu beantworten, aber das sind so Fragen, die wirklich, sagen wir mal, die Kader gingen setzen, für zu versichern, eine Antwort hinzukriegen. Ja, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr genauso. Die Impfung, all die Impfungen, die wir haben, aber mRNA, die basieren auf dem Spike-Protein effektiv. Und da muss man dann sich auch die vorstellen, was das Unterschied, ob es da geimpft ist oder effektiv infiziert ist, weil das Spike-Protein ist so oder so präsent. Und effektiv gibt es verschiedene Etuden, die so ein Spike-Protein gibt nach irgendeiner am Körper machen. Und das ist etwas, was man nicht genau wissen. Was aber ganz klar ist, wenn wir geimpft sind, da ist just das Spike-Protein am Impfstoff dran, am mRNA-Impfstoff oder an den anderen. An der Virus, den hat eine Multitude von lauter Eiweißer, die ihr möchtet, wo man auch keine Ahnung hat. In dem Fall, wie die Claude sieht, wir sind das genau gucken, der Fall da. Ich meine nicht, dass es so viele Informationen darüber gibt, mehr. Fair ist aber, dass dann von Menge noch wahrscheinlich kein Unterschied macht, ob den einen oder den anderen Spike-Protein ist, ob von der Impfung ist oder nicht. Ne? Ein bisschen darüber, ob RFIs behandelt Ginas, eventuell mit einer Therapie, die sein Immunsystem angegriffen hat oder nicht. Und dann grundsätzlich ging ich so, profitiert den ein Tumor hat, nach mehr von einer Impfung am Allgemeinen. Ne? Das ist im Allgemeinen und nicht bezogen auf RFIs. Die Kategorie von Leuten profitieren natürlich nach mehr von der Impfung, wie den Durchschnittsbürger, die keine Viererkrankung hat. Die hat mal eine Frage.
Ja, wirst du mit den Autoimmunkrankheiten, das ist ein bisschen, die Autoimmunkrankheiten ist nicht schon Hashimoto, den ich mit ganz viel Lebensumstellung von den Werten hier, das labormäßig festgestellt gehen, das mit Szintigraphie, mit Ekographie festgestellt gehen. Ich habe mir vorgestellt, mit Entzündungsfaktoren, ich noch ganz viele Sachen aufgebaut, sodass bei mir nicht richtig zum Ausbruch kommt. Und ich weiß, dass nicht nur bei mRNA, sondern bei anderen Impfstoffen, durch die Adjuvantien, die mit dabei sind, als heinst du eine negative Influenza, eine Kontraindikation für bei einer Autoimmunkrankheit zu impfen. Und da bin ich ein bisschen erstaunt, dass das am Anfang so viele Leute betrifft, dass nicht wirklich nicht raus kann, ganz Diskussion. Das ist auch ein bisschen, was mich ein bisschen verunsichert, wo ich so, okay, so viele Leute mit Autoimmunkrankheiten betrifft, mit geht nicht wirklich davon geschwärzt. Oder das geht nicht wirklich so, nee, kein Problem, wie ich, was tut ihr da für Werte? Also ich ging so effektiv zu viele Leute, die Autoimmunkrankheiten haben, an Hashimoto ist ja eng davon, und ich ging so, auch da, das ist natürlich ganz speziell Fälle, wo ich muss wirklich am Einzelfall dezidieren, als die Krankheit noch aktiv, als nicht aktiv, wie gut als eine Kontrolle durch eine Behandlung. Ich mengen, dass in dem ist wirklich den Dossier mehr am Detail gesehen. Das wäre also etwas echter für einen Infektiolog. Gerard, willst du etwas dazu sagen? Mikro? Okay. Also Hashimoto ist wahrscheinlich die Autoimmunerkrankung, wo schon die meiste Frohe kriegt von ganz, ganz vielen Leuten, weil das leider so, dass Hashimoto ziemlich häufig ist. Im Prinzip wäre nie ein Problem mit der Impfung. Ich muss immer gucken, wie schon der Claude Müller gesagt hat, wenn den Hashimoto keine Behandlung mit sich bringt, außer dass er Schilddrüsenhormonen hält, aber sonst keine weitere Behandlung, das heißt im Prinzip stabil angestellt ist, ist eigentlich auch keine Komplikation bei der Impfung zu erwähnen. Moi j'ai une question. Quelles sont les questions avec lesquelles les parents viennent vous voir le plus souvent? Oui, évidemment, oui. Généralement, les parents veulent être sûrs que la vaccination est sûre pour leur enfant et donc il n'y a pas de risque d'effets secondaires graves. Et ils veulent être sûrs qu'il y a un bénéfice pour eux de les vacciner. Donc c'est des questions tout à fait légitimes. Et donc c'est des questions qui se posent pour tous les vaccinations. Et donc ils ont juste besoin d'être rassurés. Et voilà, on prend le temps de... Ouais. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent les enfants deviennent moins malades avec le Covid et c'est important de renforcer leur système immunitaire. Donc je ne les fais pas vacciner. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle logique? Donc par rapport, c'est vrai que souvent les parents disent, et ça c'est avec tous les vaccins, il y a des parents qui ne veulent pas vacciner leur enfant sous le prétexte qu'ils veulent stimuler de façon naturelle les systèmes immunitaires. Et donc ça, on peut dire que le système immunitaire des enfants est de façon naturelle très stimulé. Donc les enfants sont en collectivité, ils sont exposés à énormément de virus pour lesquels on n'a pas de vaccin qui entraînent le système immunitaire. Ils sont exposés à des antigènes de même par l'alimentation. Donc le système immunitaire est extrêmement entraîné de façon naturelle. Et donc là où on propose des vaccins, c'est parce qu'on pense qu'ils vont être mieux protégés par un entraînement par le vaccin de leur système immunitaire que par l'infection elle-même. Et donc en ce qui concerne spécifiquement la Covid, c'est vrai que la Covid est beaucoup moins dangereuse pour les enfants que pour les adultes. Et là, on est bien sûr, nous, très contents de ça. Et donc le risque qu'un enfant fasse un événement sévère, une évolution sévère, aille aux soins intensifs ou décède du Covid est beaucoup moindre que chez les adultes. Donc ça, c'est très rassurant. Après, ça ne veut pas dire que le risque est zéro.
Et donc, par exemple, au Luxembourg, on a déjà plus que 17 000 enfants qui ont été... Donc, on a l'expérience de l'immunité naturelle jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on a appris avec ça, sur 17 000 enfants infectés au Luxembourg, donc avec l'immunité naturelle, la grande majorité ont été très, très, très bien. Mais il y a eu quand même quelques enfants qui sont venus aux soins intensifs ou qui ont eu des complications graves liées à la Covid. Alors, même si ce n'est pas beaucoup d'enfants, on parle quand même déjà de 6 enfants aux soins intensifs, une dizaine avec des complications inflammatoires. Et donc, ceux-là, leur immunité naturelle n'a pas très bien marché. Donc, voilà, la question est complètement pertinente. Si dans les mois à venir, on ne vaccine pas les enfants, on sait que pour le moment, tous les enfants n'ont pas une immunité naturelle. Il y a une partie qui n'a pas été infectée. Et donc on sait qu'on va encore avoir des enfants qui vont arriver du coup aux soins intensifs et qui vont faire des complications pour une majorité qui va aller très bien. Avec la vaccination, ce qu'on veut, par rapport aux bénéfices directs, c'est éviter ces enfants qui font des complications. En plus de ça, le problème de l'immunité naturelle, c'est que l'immunité naturelle va au prix de les chaînes de transmission avec les virus. Donc, les enfants vont probablement être protégés, mais ils vont transmettre ce virus aux personnes plus vulnérables ou même aux enfants les plus vulnérables. Donc, par exemple, les tout petits bébés n'auront pas une immunité aussi bonne ou des enfants dans la famille qui ont des problèmes de santé et puis des adultes, les grands-parents. Donc, cette immunité naturelle va aller au prix d'autres personnes qui seront infectées et qui, eux, pourront faire des évolutions sévères, alors que l'immunité par le vaccin, de 1, va quand même entraîner leur système immunitaire. Donc, c'est leur système immunitaire qui répond à la vaccination, mais en plus va éviter ces chaînes de transmission et va également protéger les autres. Donc voilà, c'est tous les arguments qui sont dans la balance. Et dans un moment où on a beaucoup d'infections chez les enfants, où le virus circule énormément dans la population, et donc d'une part on a plus de risques forcément de transmission dans toute la population, mais également d'hospitalisation et d'événements plus graves chez les enfants, le bénéfice pour la vaccination versus l'immunité naturelle est bien en faveur de la vaccination. Oui, maintenant vous êtes vice-présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses qui recommande pour l'instant que de vacciner les enfants vulnérables. Pourquoi que les enfants vulnérables pour l'instant? Donc au Conseil supérieur de maladies infectieuses, on est allé vers une recommandation en 2 temps. C'est ce qui a été fait aussi pour les adultes initialement. Donc quand on a écrit la recommandation très rapidement, une fois que l'Agence européenne du médicament a autorisé ce vaccin spécifique pour les enfants, d'une part on a voulu rapidement protéger les vulnérables, et c'est pour ça qu'on a dit l'urgence de la vaccination maintenant, c'est de protéger les enfants vulnérables, parce qu'on sait que c'est eux qui ont plus de risques de faire des complications. Et tout ce que je viens de dire avant par rapport à la vaccination et l'immunité naturelle est vrai, mais il faut alors qu'on soit sûr qu'on a un vaccin très sécuritaire. Alors pour le moment, on sait que les vaccins ARN, c'est des vaccins très sécuritaires et on est quand même très confiant avec ces vaccins, mais on a pris la décision d'être très prudent avec les enfants justement parce qu'ils ne sont pas malades et de faire ça en 2 temps. On veut maintenant rapidement protéger les vulnérables et les enfants qui sont avec des personnes vulnérables. Et pour élargir à tous les autres enfants, on a décidé de prendre un petit peu de recul parce que rapidement, on a l'expérience du terrain des pays qui sont en train de vacciner les enfants, notamment les États-Unis. Ils ont commencé à vacciner les enfants à partir de 5 ans depuis début novembre. Et donc, ils sont déjà en train de donner des 2e doses dans la population. Et donc, il y a déjà plus que 5 millions d'enfants qui ont été vaccinés. Et donc, 5 millions en comparaison aux 2000 enfants qui étaient dans l'étude initiale, c'est des chiffres énormes. Et donc, nous, on est content d'avoir ces chiffres-là sur le terrain par rapport à la sécurité de vaccins pour le proposer à nos enfants au Luxembourg. Voilà. Merci. Herr Schockmann, die wird darüber reagieren, weil viel auch noch zu präzisieren geht den wir schwarzen Hai von Kanada zwischen 5 und 11 Jahren. Wieso ist die Präzision so wichtig? Ja, ich meine, kann das nicht. Ein bisschen. Kann das nicht kannt. Also, Isabel de la Fuente hat wirklich von der Kanada geschwärzt zwischen 5 und 11. Und das sind noch tatsächlich nur die Donner, die am rezentesten sind. Ich muss immer daran denken, der Pfizer war ja von Anfang an zugelassen für Kanada von 16 Jahren an. Also, ich kann vielleicht einen Unterschied machen zwischen Jugendlichen und Kanada. Und den ist ja dann auch von 12 bis auf 16 Jahre ausgedehnt gehen. Und da sind ja schon immens viele Jugendliche geimpft gehen. Und das ist tatsächlich mit ganz vielen Vorteilen verbunden.
wo bis Männer Experienz ist, wie Isabel de la Fuente gesagt hat, als lo bei den Kanner 5 bis 11, aber was man mehr Experienz kriegen, wird natürlich auch die Rekommendationen werden evoluieren. Madame de la Fuente, outre le fait de vacciner les enfants, comment est-ce qu'on peut les protéger davantage? Je dirais la meilleure façon de protéger les enfants, c'est en vaccinant les parents. Ça, c'est très important parce que énormément... Donc, de 1, on sait que les infections... Pour le Covid, c'est les cas où le contrôle de l'infection chez les adultes permet un bon contrôle de l'infection chez les enfants. C'est sûr qu'avec les variants actuels comme le Delta, ça circule beaucoup plus chez les enfants, mais on sait que dans les régions où il y a un très beau haut de couverture vaccinale chez les adultes, il y a beaucoup moins d'hospitalisation chez les enfants. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que moi j'ai dit souvent à mes patients, c'est qu'il faut que les parents restent en bonne santé pour s'occuper des enfants. Et donc une réalité est que nous savons des fois, même à l'hôpital, des enfants qui arrivent parce que les parents sont hospitalisés aux soins intensifs ou hospitalisés, ils n'arrivent plus à s'occuper de leur enfant, ou alors on a des parents avec des parcours difficiles, des séquelles après l'infection qui ont plus du mal de s'occuper de leur enfant. Donc en vaccinant les parents, d'une fois, on les protège parce qu'on ne sait plus transmettre la maladie, et de 2, on les protège parce qu'on reste en bonne santé pour s'occuper de nos enfants. Et voilà, on a même eu des bébés orphelins chez nous qui ont perdu leurs parents. Et donc voilà. Ce sont quand même des situations vraiment dramatiques. Hein. C'est très très dramatique. Et donc voilà, je pense que c'est un très bon motif de se vacciner en tant que parent. Je repasse la parole à notre public. Dohanne den Herr an der letzten Reihe, merci. Ich kann da eine Frage ganz hart stellen. Ja, okay. Hört ihr mich? Ja. Gut. Ich habe eigentlich 2 bis 3 Fragen. Ich probiere nicht kurz zu machen. Leihen dich richtig an der Annahme, dass wir hier beim SARS-CoV-2-Virus präsent sind von einer Zoonose. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Rougeole, respektive die Pocken an den 60er, 70er Jahren, die sie ja definitiv ausgerottet gehen durch ein Vaccin unique damals. Das ist bei einer Zoonose, wo man bei SARS-CoV-2 oder von schwätzen, also ein Virus, der vom Tier auf den Mensch kann übergehen, nicht der Fall. Das heißt, mit der Impfung, wenn ich richtig leihe, können wir die Pandemie eigentlich nicht beenden, weil wir nicht an Buch kommen mit der Impfung. Okay, könnt ihr da abhalten, dann kriegt ihr einfach direkt auf die Frage und dann kommen wir auf die nächste. Selbstverständlich. Ist das okay? Herr Müller. Ja, also was er sagt, als eine Krankheit, die grundsätzlich ausrottbar ist. Pocken sind ausrottbar gewesen, weil keine Reservoir gibt, erstens, also keine Tiere-Reservoir gibt. Zweitens sind die Kranken auch direkt erkennbar. Es sind also keine Kranken, die nicht als solch erkennbar sind. Das ist effektiv beim Coronavirus auch nicht. Und ich meine, dass auch die Erfahrungen, die im Moment gemacht werden, nicht können realistisch darauf ausgerichtet sind, für das Virus definitiv zu eliminieren. Aber das, was im Moment probiert wird oder gemacht wird, ist eigentlich für, dass am Ende eine Immunität, eine Basisimmunität an der Bevölkerung, die können doch so an der Weltbevölkerung hat, die eben das Virus zu einem relativ normalen, ungefährlichen, an dem meisten Fall ungefährlichen Virus möchte. Das ist eigentlich die Strategie. Die Strategie, die kann nicht davon ausgehen, dass das Virus, das ist meine Meinung, vielleicht das nicht, ich bin der Meinung, ich meine nicht, dass es realistisch ist, davon auszugehen, dass das Virus komplett verschwindet. Das ist der Ding. Du hast aber noch einen anderen Punkt, und das ist der zoonotische Charakter von der Krankheit. Also, wann ich erklären, was das ist. Okay, also das heißt, dass der Virus aus der von einem, wahrscheinlich könnten aus einer Fledermaus oder aus der Fledermaus, als eventuell über einen Zwäsche wird, ob der Mensch über Drogen von da aus und dann weitergegangen. Aber muss ich auf jeden Fall sagen, dass das ganz selten, im Prinzip ein ganz seltenes Evenement ist, was eigentlich auch hätte verhindert, wenn das so wollt, wenn
die Mehrheit, die schon lange am Verdacht sind, dass sie so Sachen zulassen, wenn die eben nicht mehr gewirrscht wären, dann jedenfalls ist es ein ganz seltenes Evenement, dass dass der Virus eben von einer Fledermaus über den Zwischenwirt auf den Mensch gesprungen ist. Das muss ihn konsiderieren bei dem, was gesagt hat. Also das ist den Lien zwischen dem Mensch an dem Reservoir als relativ, wie soll ich sagen, dynamische? Nee, eben nicht der Contraire. Also kein starker Lien. Also, ja, das könnte sein dafür. Die hat nach ein Froh, Monsieur? Hallo, geht? Okay. Ja. Gut, aufbauend ob aus so, dass der Virus mehr wie sicher nicht komplett durch eine Impfung kann ausradiert gehen, stellen sich mal froh, für die Leute am Land alle Guten, geimpft oder nicht geimpft, wie weit hat den Druck rechtfertigt. Wir leiden im Moment, wenn ich gut informiert bin, bei einem Tod irgendwo zwischen 60-70%, respektive kann sogar schon mehr leihen. Für einem Jahr haben wir alle guten die Impfung als etwas verkauft gekriegt, wo gesagt ist, wenn alle Menschen eine Offerte gekriegt haben, für sich impfen zu lassen, dann können wir die Pandemie da beendigen. Lohe Jahr no. Ich will auch nicht auf Zahlen gehen oder auch auf Belegung von Intensivstationen, das ist ja auch eine heikle Geschichte. Wir stehen nicht unbedingt, auch nicht forcément bessere Lo am Dezember 2021, da wir im Oktober 2020 Stunden, wo nach kein Mensch geimpft war. Das heißt, wir sind hier in Präsenz von einem relativ hohen Impfto. Da stelle ich mal froh, wie das rechtfertigt, den Druck, den im Moment ausgeübt wird. Das ist ein Druck, es sollen nach mehr Leute zur Impfung gedrängt gehen, mit zum den Methoden, die ich eigentlich nicht kann gutheißen als demokratische Bürger. Und das möchte man suchen. Das ist den Trend, die du hast, den Tendenz, die du hast. Jeder Mensch, den sich impfen gegangen ist, den hast du schon Connaissance de cause impfen gegangen. Das ist froh aus dem Fond, für was den Druck? Für was den Druck abgebaut wird, wenn wir wissen, dass wir nie eine 100%ige Immunität erreichen in unserer Gesellschaft. Okay, merci. Ich gehe froh direkt weiter. Pandemiebeendigung wird gesagt, dass uns gesagt gehen, dass Pandemie beendigt wird. Da das richtig, und da wollen wir auch hinkommen. Das heißt nicht, dass das Virus eliminiert das. Also Pandemie als Engsache, an die erst dadurch kommen, dass ein Virus, den möglicherweise, wenn eine Grundimmunität da ist an der Bevölkerung, nicht die Vielfalt gleichzeitig möchte. Und das Problem ist, dass das Virus auf eine Population gestoßen ist, die total naiv war, also naiv am immunologischen Sinn naiv war und dadurch immens viel Fälle gleichzeitig abgetreten sind. Da das Natur von der Pandemie. Und wenn da gesagt wird, da können wir die Pandemie beendigen, als du mal der Gemeinde gehen, wir können eben die Großzahl, den öffentlichen Gesundheitsaspekt können wir da kontrollieren, mir das nicht gesagt gehen, da können wir das Virus eliminieren, eradikieren. Herr Danzer, ja. Vielleicht kannst du darauf zurückkommen, auf andere Impfungen, die man gemacht haben. Poliovirus ist ein gutes Beispiel. Den aus normal verschiedene Länder hämisch, den ist aber kein Problem hier an unseren Breitengraden. Und das ist ein großer Unterschied zwischen, muss man Mesuren machen, muss man Restaurants so machen, muss man Fährten, die Spitäler überlaufen. Oder also so, dass den Heinz du nach irgendwo hier könnt. Ich meine, du wirst alle gut Influenza, da tun wir all Jahr, wir haben all Jahr Leute, die krank sind, all Jahr Leute, die sterben. Wir dafür machen wir aber auch kein Restaurant so oder Betrieb so. Und wir müssen dann von dem Niveau raufkommen. Ich will ja just nicht darauf sagen, was gesagt hat, wir stehen nicht besser da wie die Letzte, das ist absolut nicht richtig. Also, wir müssen uns letztes Jahr hat man noch ganz andere Restriktionen, aber wenn der Zule guckt von den Hospitalisationen, noch von den Neuinfektionen, da sind wir aber auf anderen Niveauen bei uns und auch an anderen Plätzen von der Welt. Also den Impact von einer Impfung ist nicht zu verneinen. Ne? Ich weiß nicht, ob Jean-Claude, was du vielleicht willst so sagen, bei mir 100 oft die Sache, dass ihr seht, das hilft ja nicht. Ja, das ist nicht richtig. Ja, das Situation an den Spielen sind ganz klar, wir haben ungefähr eine Inzidenz von neuen Infektionen, die halb so groß ist wie die letzte Jahr um dieselbe Zeit. Wir haben eine 70 Leute an den Spitälern, die letzte Jahr hatten wir über 200 an den Spitälern. Wir haben eine 20 Leute an das war intensiv, letztes Jahr hatten wir 50 ungefähr an das war intensiv zu gleicher Zeit.
mit viel mehr Restriktionen. Das Jahr als Gesellschaft war relativ op und das ist dann ganz klar der Effekt von der Impfung. Wie ein Profil von Leuten haben wir da auf den Intensivstationen leihen im Moment? Ich meine, Leute, die hier auf der Intensivstation schaffen, die vielleicht besser können darauf antworten wie ich. Aber soweit ich weiß, sind eine ganze Reihe relativ jung Leute auf den Intensivstationen. Noch teilweise dann Leute, die nicht geimpft sind oder größtenteils Leute, die nicht geimpft sind. Wir auch bei den Todischen am Moment, wir kriegen die Statistiken all der geliefert, haben wir eigentlich zwei Kategorien von Leuten, die sterben. Am Moment haben die R-Leute und die ganze R-Leute, die sterben, wohin wahrscheinlich nicht viel kann ändern, wenn er 90 Jahre hat oder 95 Jahre. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass er stirbt. Dann stirbt er vielleicht mit Covid oder nicht durch Covid. Was mich immens frappiert, die letzte Woche mit Junker, die sterben, Leute von 50 Jahren, die sterben, Leute von 60 Jahren, die sterben, die nicht geimpft sind. Nein, ich gehe vielleicht weiter bei den Leuten, die an Intensivstationen arbeiten. Ja. Wie Leute gesehen hat, wie ein Profil von Leuten oder du leiden im Moment? Also der aktuelle Stand ist, dass wir 5 Covid-Patienten für den Moment auf die Intensivstation am Serge allein haben. Davon sind da 4 nicht geimpft. Ein ist komplett durchgeimpft, hat leider kein Antikörper-Suite vom Vaccin gemacht, weil ein immunsupprimiert ist. Ich sage mal, wenn die Gesellschaft rundherum geimpft gewesen wäre, dann wäre der Patient nicht krank gehen. Da wäre geschützt gewesen durch Solidarität von der Gesellschaft. Ja, so. Wie alt ist der Patient? Der Patient hat Anfang 60 Jahre. So für Profile, die wir im Moment auf der Intensivstation haben, sind vor allem auch Jungpatienten. Ich konsideriere 40 Jahre noch relativ jung. Voilà, die sind alle schwer krank. Du gehst ja auch den großen Impfparadox. Immer mehr Leute sind geimpft, dann sind aber auch viele Leute, die geimpft sind, die an der Spitäler sind. Wie kann ich den Impfparadox erklären? Ja. Naja gut, also ich meine, die hat auch gesagt, wir haben auf der Intensivstation 4 Leute, die ungeimpft sind, an einen, die geimpft ist. Da muss ich aber sagen, dass die 4 Leute von 100.000 Impfbaren, die nicht geimpft sind, an den einen aus 1 von 400 an der Zwischenzeit 40.000, die geimpft sind. Das heißt, für es ehrlich zu formulieren, wenn Altleute geimpft sind, allein auf der Intensivstation, weil die Impfung eben nicht perfekt ist, allein auf der Intensivstation 100% Geimpfter. Und das hört sich so an, wie wenn die Impfung nicht bringen, aber wie wenn die Impfung par rapport zu dem Nicht-Impfen sozusagen keinen Unterschied machen. Aber das ist falsch. Und das ist genau der Impfparadox, den eben besieht, je mehr Leute geimpft sind, umso mehr Leute gehen hospitalisiert an unregelmäßig und können auf die Intensivstation kommen. Herr Schockmann. Ja, wenn ihr zum Beispiel die Fälle guckt, 4 gegen 1, wenn ich richtig verstanden habe, mit so 4 mehr Leute geimpft, wie Leute nicht geimpft sind. Das heißt, du hast Geimpften vis-à-vis von 4 nicht Geimpften, mehr im Prinzip oder Geimpfte vis-à-vis von 4 mal 4. Das heißt, das ist ein Verhältnis 16 zu 1. Wenn ihr den Faktor 4 hält, das heißt, ja, bald 20. 1 zu 20. Das heißt, ob 20 nicht Geimpfter könnt Geimpften. Wenn ihr natürlich nicht mehr zuguckt, dann ist den zu 4. Das so heißt, ein Schutz eigentlich von 1 zu 20, das wäre von 95%. Das ist doch formidabel. Du musst aber nach einem EB-Mollmann hören, dass die Person immunsupprimiert ist. Das heißt, sie ist krank, sie hat Medikamente dafür, dass ihr Immunsystem nicht funktionieren kann, weil vielleicht ein Nierkrut oder so. Das heißt, wir wissen, dass ganz viele Leute, wo das Immunsystem nicht gut funktioniert, weil sie alt sind oder weil sie krank sind, nicht gut oder überhaupt vielleicht nicht geschützt sind, obwohl sie 2-mal geimpft sind. Da gibt es Studien, die weisen, dass Leute, die immunsupprimiert sind, nur 2 Impfungen sind vielleicht 30% von den Leuten, die effektiv einen Immunschutz abgebaut haben, und nur einen 3. Booster, also vielleicht Teilchen von denen. Das ist mir weniger bewusst,
dass sogar, wenn der gute Willen hat, und die los sich impfen, dann hat eine Krankheit wegen Immun oder wo er zum Medikament holt, da er nicht geschützt sind. Und dort noch plus aus der Bewegung, dass die Leute rundherum, wie dann nicht geschützt sind, für ihr Stamm zu schützen. Ne? Und wenn ich das noch dabei halt, da sind wir schon weit mehr wie bei 21. Ne? Absolut richtig. Also ich meine, ich habe das gar nicht berücksichtigt, weil ich schütze die Zöllen hören. Aber effektiv kann ich sagen, die hat eigentlich keinen, sagen wir mal, nicht voraussehbaren, komplizierten Fall bei euch auf der Intensivstation. Ja? Aber wenn da den dann rausrechnen, dann ist es genauso wie es du siehst, Tom, dann ist kein Geimpften, kein gesunden Geimpften auf die Intensivstation kommen. Kann ich nach die anderen Intensivstationen mit dabei holen und so weiter. Das ist aber die Message und das ist auch eine richtige Message. Ich muss ja noch dabei sein, du weißt ja, es war eine Priorisation, wie man am Impfen angefangen haben, als für dich die Leute, die am ältesten waren, sie für dich kommen, die Leute, die am schlechtesten drauf waren mit ihrer Gesundheit als echt. Leider ist es bei den Impfungen so, dass die Impfung am meisten brauchen, oft am meisten davon profitieren. Der Jean-Claude und ich, wie wir auf der Uni waren, waren in den ersten 80er Jahren, da hat man HIV-Infektion, dann Stadium als AIDS. Ja, ein AIDS-Patient, den hat kein Immunsystem, der kann da impfen, aber das nützt nicht viel. Das heißt, die am meisten brauchen, oft profitieren am meisten, weil die Impfung geht ja nicht mehr den Ausstoß. Mit das den Immunsystem vom Patient, der natürlich die Immunität muss abbauen. Aber wenn da keine Immunität ist, da kann ihn sich auch nicht wundern, dass bei denen Leuten, obwohl sie prioritär geimpft sind, die Impfung Männer gut, was überhaupt greift. Und da ist es natürlich wichtig, dass eine gewisse Solidarität an der Gesellschaft ist und dass die Leute, die in Kontakt sind mit Vulnerablen, sich impfen lassen. Ich wollte noch etwas anderes zitieren mit der Impfung, aber ihr wisst, sich nicht impfen lassen als eure politische Programm. Besonders gut ist das erkennbar in Amerika, die hat zwei große Parteien, das sind Republikaner, die sind im Prinzip nicht für die Masken und nicht für die Impfen. Und da ist eine Studie, die vor kurzem rausgekommen, die hat dann die Regionen in Amerika geguckt. Und die hat festgestellt, dass an den Regionen, wo prioritär die Republikaner gewählt gehen, am Schnitt 3-mal mehr Mortalität als Covid, und das geht bis 6-mal mehr Mortalität. Das heißt, die Impfung ist täglich und sich nicht impfen zu lassen, ist auch täglich. Das wird ganz einfach zu sagen, statistisch gesehen. Ich meine, Zürich ist groß, wie so nicht mehr landet, weil Amerika, wo gesagt hat, an einer gewissen Zeitperiode hätte man 40.000 Tote schon mehr, wenn man nicht Impfungen gehabt hätte. Wie gehen wir, Herr Böhmer, wie gehen wir mit den Leuten, die Angst haben, sich impfen zu lassen oder die sich nicht wollen impfen lassen? Ja, also ich kann nur lange darüber schätzen, wie man mit den Leuten umgehen. Ich meine, wichtig ist, oder die wichtigste Aussage, wir können nicht mit ihnen als selber stimmen gehen. Wir sehen, dass die Menschen, die Angst vor der Impfung haben, nicht alle gut Angst vor demselben haben. Das hören wir auch. Und du kannst ihnen Angst vor der Spritze haben, du kannst ihnen aber auch Angst haben von irgendeiner langfristigen Nebenwirkung, die ihnen irgendwo hören hat. Du kannst ihnen aber auch Angst haben für ganz andere Sachen. Das heißt, wir können nicht mit allen Menschen selber umgehen. Und ich will aber unbedingt auch noch dabei sein, dass ich nicht mengen, dass Haut oder ich nicht mengen, mit weisen, dass man Haut die Leute, die nicht geimpft sind, nicht alle gute Leute sind, die Angst haben vor der Impfung, sondern dass man über die Kanäle, die man im Moment zur Verfügung hat, gewisse Leute im Moment nach nicht erreichen oder gewisse Leute für sich im Moment nach die Notwendigkeit nicht gesehen, aber nicht unbedingt skeptisch oder ängstlich sind. Das heißt, ich meine, dass wir da auch nach eine Lücke können schließen, für und dem mal bei denen kommen, die wirklich ängstlich sind oder skeptisch sind. Du hast mal gesagt, dass in der Literatur so ist, dass 10 bis 15% von den Leuten impfresistent sind. Genau, das sind die Zahlen, die ich auch am Frühjahr schon darauf hingewiesen habe, effektiv, und ich weiß zumindest nicht, wie weit das bei Covid anders soll sein, 10 bis 15 geografischen Plätzen, die einfach effektiv sich nicht impfen wollen lassen, die immens große Angst tun und starke Resistenzen, und das
höchstwahrscheinlich auch so. Und dem uns davon gehofft, dass man da ein bisschen Männer hätten, mit gesagt so aus, wie dass man es trotzdem auch an dem Bereich irgendwie rumfahren. Wir bis dahin haben wir effektiv, ja, aber auch nach einem großen Teil von den Leuten, die noch nicht erreicht haben, die aber nicht unbedingt skeptisch sind. Die Impfpflicht wird ganz kontrovers diskutiert. An dir so, was die Pandemie wie lange dauert, was Leute sich auch mehr radikalisieren. Wie kann ich das erklären? Das wird nicht unbedingt mit der Pandemie aus sich zu dienen, sondern das wird damit zu dienen, dass der Mensch dazu neigt, sich aus seiner Meinung, die sich einfach gebildet wird, zu radikalisieren. Also gar nicht nur am schlechten radikalisieren, sondern sich zu verstärken. Also wenn ich Beispiel höre, dass ein Mensch sich zum Beispiel biologisch ernährt, dann wird er darüber keine Studie gelesen, sondern möchte aus Überzeugung. Und die Überzeugung mit der Zeit, was nicht mehr lange möchte, verstärkt sich mehr. Wir haben auch Frauen immer Männer. Und das ist natürlich ein menschliches Phänomen, das wir hier auch haben. Menschen, die irgendwann überzeugt waren, dass Impfen schwierig, gefährlich kein Sinn. Die neigen dazu, weil das mir lange dauert, sich dann natürlich auch echt dazu festigen an ihrer Meinung. Und das ist, sagen wir mal, eine Herausforderung, die man dort zu holen haben. Und am Schluss, ihr könnt das gut nicht verstehen, die Manifestationen vom letzten Samstag. Ja, ich muss sagen, letzten Samstag hatte ich Sprechicht. Ich habe von morgens 7 bis 1:30 am Covid geschafft. Schon morgens um 7 Uhr meine Schutzkombination umgedoen und 1:30 habe ich so für die erste Kehr ausgedoen. Ich habe mein eigen essentielles Wissen an den Hintergrund gestellt, für mich um meine Patienten zu kümmern. Und da möchte ich den Obers informieren, den sich an der gesagt, die Bilder, die an der Stadt, waren. Und das ist schon frustrant und wirklich schwierig zu sehen. Das ist nicht einfach als eine Firma, wo ein wirklich das Beste für seinen Patienten will. Ich kann nicht sagen, wenn Patienten, wenn sie bis auf die Intensivstation leiden, als Freiheit ganz beschränkt, ob in Einzelzimmer. Und die Freiheit wollen, wir können selber zu dezidieren, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Wenn sie bis auf die Intensivstation leiden, als die Freiheit ganz beschränkt. Oder? Herr Thiele, die hat ja Langzeit-Covid. Wie angeschränkt sind ihr an eurem Alltag heute? Ja, lo sind da pro Moment eigentlich nicht mehr so, also nicht mehr so angeschränkt. Ich war natürlich für drin ziemlich angeschränkt. Und ich hatte auch schon durch meinen Beruf und ich viel mit Leuten zu dienen, viel mit Leuten geschwärzt. Also mein ganzen Entourage, schon ein kleiner Betrieb, da schaffen 10 Leute, die sind alle geimpft, weil sie mitgekriegt haben, wie anstrengend das war für mich. Und viele Leute 2-3 Wochen alltag gekrascht und links Menge. Ich meine, natürlich nicht nur Responsabilität vis-à-vis von seinem Mitarbeiter oder Familie. Ich meine natürlich auch emotionale Verpflichtungen und dafür verstehe ich das auch nicht, so, dass es Leute nach immer gehen, die das nicht wollen angesehen. Das ist ein immens großes Risiko. Und wie auch schon erklärt, genauso auch nicht nur im Heim, wie auch an den Medien, wenn ihr die richtigen Medien an Ausspruch hält, wie zu lesen. Dann ist es ganz klar, dass es just den einzigen Weg ist, den aus der ganzen Sache rausfährt. Also, meine Leute, meine Kinder, wir in der Feier zusammen, von 11 bis 20, die sind alle geimpft. Da gibt es bei uns gar keine Diskussion. Wie ist es, Herr Benoit, wenn die Langzeit, die man den Unterschied zwischen Langzeit-Covid und Post-Covid, wie bekommen wir da einen Besuch von den Leuten? Also ich kümmere mich um einen Teil von den Patienten, die Menschen, die eben über 14 Wochen nach der Infektion immer noch Symptome haben, die sie zuletzt auf verschiedenen Institutionen, am Reha-Center, am CHL, am Domain Thermal zum Mondo oder eben bei uns, wo wir für die Menschen am Anfang begleiten, die psychisch oder neuropsychologisch Langzeitfolgen haben. Und da muss man ganz individuell reagieren, weil die Leute all individuell
Symptome, Syndrome haben. Das sind Menschen, die das schön erklärt, die eine immens schwierige Zeit an der Klinik hatten und wirklich traumatisiert im Heimgang sind und Haut wirklich auch in der Erfahrung zu leiden. Und nicht nur dem Virus selber, da sehen wir aber auch Leute, die aufgrund vom Virus ein Erschöpfungssyndrom entwickelt haben, also quasi die Infektion nur der echter Welle, Haut nach keine Treppe können gehen, die schon, wo sie gar nicht aus dem Bett kommen, oder Menschen, die so in ihrem sozialen und gesellschaftlichen, professionellen Leben nicht mehr können so teilhaben wie früher. Wie kann man da reichen? Wie gesagt, das hängt ganz davon ab. Wenn man Menschen, die nicht traumatische Erfahrungen haben, dann muss man darauf angehen. Wenn man Menschen, die ein Erschöpfungssyndrom haben, da geht es dann wirklich echt darum, am Alltag zu coachen, daran mit den neuen Energiereserven, die in der Haut umzugehen. Wir haben für so CFS-Syndrome wenig an der Hand, was wir den Leuten anbieten können. Wir müssen also ganz individuell anpassen. Ja, Und als das Stichwort Gefall Nebenwirkungen. Ich meine, das für die Leute hier am Saal noch, die uns das online nur lernen, wichtig zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Das Wort Nebenwirkung ist eigentlich ein Wort, das zwei Sachen englobiert. Das eine ist die Reaktogenizität, die lokal ist oder systemisch ist. An nur 2, 3 Tagen ist das weg. Das andere ist, was den Echter nennt, eine Komplikation. Eine Komplikation, die kann auftreten nur 2, 3, vielleicht 4 Wochen. An die Komplikation, die ja relativ viel an Presse kommen, das sind die thrombembolischen Komplikationen, die alle Gerichten relativ innerhalb von wenigen Wochen abgetreten sind. Aber bei den Leuten spielt ganz groß eine Rolle, oder also am Kap, bei vielen Leuten also am Kap, Nebenwirkungen, das bedeutet auch nach, dass ich nur 2, 3 oder 5 Jahre irgendwelche Folgen habe, negative Folgen habe von der Impfung. Und das geht nicht. Und ich meine, das ist ganz wichtig, wenn ihr über Nebenwirkungen schwätzt, dass ihr seht, über was ihr schwätzt. Ich schwätze nicht über die Reaktogenizität, okay, ich habe den Kopf weggekriegt, ich habe ein bisschen Fieber gekriegt, ich habe Gelenkschmier und so weiter. Das sind aber alles Sachen, die sind Teil, wenn ihr so wollt, von der Impfung. Das muss man akzeptieren, das ist so. Und das weist einfach, dass das Immunsystem irgendwie reagiert. Und das andere sind Komplikationen. Aber wenn der Komplikationen von der Nebenwirkung, von der Reaktogenizität trennt, da sieht er, dass ganz wenig, extrem wenig Komplikationen übrig bleiben. Und das ist eigentlich die, über die man soll schwätzen, und nicht über Nebenwirkungen oder über die Reaktogenizität. Das ist eine Frage am Publikum. Ich gehe für dich mit Fragen, Madame, gehen. Die Niewdeja, das ist eine Reihe, die Madame, genau. Wo ist Madame mein Mikro? Das ist hier an der dritten Reihe, wenn ich schreibt. Fangen wir die schon an, da kommen die drin, Madame. Ja. Guten Morgen. Ich wollte fragen, wir waren letztes Jahr mit meinem Mann, den eine Woche an der Spital war mit Covid. Ich war schwer krank daheim. Und halb Jahr danach haben wir als Antikörper gelost. Könnt ihr ein bisschen mehr los, ein bisschen mehr hart schwätzen, wenn es schreibt? Dann ich von Anfang an, oder? Ja, wenn ihr wollt, wenn es schreibt, ja. Mein Mann und ich, wir waren letztes Jahr krank mit Covid. Mein Mann war eine Woche an der Spital. Ich war eine Woche schwer krank daheim. Und halb Jahr danach haben wir als Antikörper gelost. Und wir hatten immens höchst Werte gekriegt. Ein Jahr nach der Krankheit hatten wir immer dieselben Höchstwerte von Antikörper gehabt. Also als Doktor sagt, wir sollen uns noch nicht impfen lassen, weil wir haben auch immens viel Antikörper naturell. Und leider wir aber schlecht, weil wir zählen als nicht geimpft, nicht geheilt, weil das mehr als 6 Monate. Und dann haben wir immens Problem damit, weil ab dem 15. Januar ich muss alltag auf der Arbeit ein Zertifikat mitbringen, weil sonst kann ich nicht schaffen können. Und damit habe ich ein Problem. Für was kriegen wir nicht, oder für was geht es nicht hier am Land, auch die Leute wie mir geguckt, die Natur, Antikörper, Gemüse an Covid
Covid-Zertifikat kriegt, wie die Prozedur geht an der Schweiz, auch die läuft so auch an der Schweiz. Herr Schmidt. Also die Antikörper lenken so nicht ganz viel aus über den Schutz, den der Haut gegen Krankheit für den individuellen Personen. Die Antikörper sind wichtig an epidemiologischen Studien, für zu gucken, wie viel ein Teil von der Population exposiert war par rapport zum Virus, respektive eine Proportion eventuell auf die Impfung reagiert wird, mir für den individuellen Patienten so und Antikörper nicht ganz viel aus. Es ist eine Reihe an Spezialisten, die das vielleicht noch besser können erklären. Das Quantität mal von den Antikörpern, das ist eine Sache, die ist relativ einfach zu messen, mit einer Sucht Qualität von den Antikörpern. Und da muss ich noch sagen, was wir nicht messen, das ist der ganze Rest vom Immunsystem, zelluläre Immunität und so weiter, die auch wichtig ist. Und, also das ist so die medizinische Wolle, und das ist sicher Experten, die das noch besser können detaillieren. Sind eine ganze Reihe Leute, die hatten Antikörper, die sich infiziert tun, und die auch schlimm verläuft gemacht haben, und die teilweise auf der Reanimation gelandet sind. Also das ist sicher keine Garantie, dass ihr euch nicht könnt infizieren. Das ist die eine Sache, die medizinische Wolle, und dann hat die administrative Wolle effektiv. Europa hat da Regeln, den Zertifikat de Rétablissement oder de Guérison, den als 6 Monate gültig an. Es sind ganz viele europäische Länder, übrigens, die darüber diskutieren, für die Dauer raufzusetzen, nicht raufzusetzen. Und was ich auf jeden Fall kann nicht mehr rekommandieren, dass ich impfen zu lassen, und kann ich nicht so viel geimpft gehen. Also der Fakt, dass ein Antikörper hat, das keine Kontraindikation für eine Impfung zu machen, die sollte eine Impfung machen, die sollte die 2 Injektionen der Basis machen, plus dann der Booster, an den dann auffällt, und die sollte die Antikörper nicht müssen. Da wird vielleicht weiter und der Claude den besser nach dem Immunsystem kann explizieren wie. Also ich meine, du sagst, das gesagt, was ich wollte beifügen, nämlich, es kann nicht übergeimpft gehen. Und das ist etwas, was viele Leute mengen. Die Leute mengen, das Immunsystem, das geht einmal, das fliegt dann irgendwo, ich weiß nicht. Nee, das Immunsystem hat ganz starke Regulationsmechanismen, die es bremst, wenn es gegen überschießend reagieren. Und die treten auch an, ich ging so 99% von den Fällen erkraft. Aber sie können eben auch mal entgleisen, aber sie entgleisen eben gerade beim Corona. Die wichtigsten Entgleisungen sind eigentlich Entgleisungen vom Immunsystem ob den Virus, und zwar bei Leuten, die nicht geimpft sind. Und das ist etwas, wo viele Leute Schwierigkeiten haben, da zu verstehen. Wenn die Leute auf die Intensivstation kommen, also meistens weil es eine Immunpathologie an dem Sinn, dass das Immunsystem sozusagen durch das Virus ausgetrickst wird. Und dass nicht die Impfung das Immunsystem austrickst. Wenn das verständlich war, ist gut, wenn da nur wild frohen gern. Oder? Wir brauchen noch ein Mikro für den Herrn an der dritten Reihe. Merci. Auf der Intensivstation die letzte Zeit wird geguckt, wie viele Leute geimpft sind und wie viele nicht geimpft sind. Wie viele Leute, die genesen sind auf der Intensivstation. Eigentlich habe ich nichts gehört, dass jemand, der genesen ist, dass der auf der Intensivstation landet. Das ist mein Problem. Also, was wird nach der Impfung geschaut und was wird nach der Covid-19 geschaut, nach bestimmter Zeit? Das ist eine Frage, Nein, ich habe schon gesagt, wir hatten eine Reihe Leute, die eine Zweitinfektion gemacht haben, also Zweitinfektionen, nur eine natürliche erste Infektion, sind relativ frequent. Also eben die Diskussion für die Dauer von dem genesenen Zertifikat draufzusetzen, die sind relativ frequent, und wir hatten Leute, die effektiv schwer verlebt hatten. Unter anderem am CHL, weil ich eben mit dem Doktor vom CHL geschwärzt und dafür weiß ich das. Also das geht, müssen
Ich habe noch die Statistiken nicht am Kopf, aber das geht ganz, ganz klar an. Ich meine, das ist immer eine falsche Annahme, zu sagen, natürliche Immunität ist besser wie Immunität durch Impfung. Das ist so ein Prinzip, ein Slogan, den von irgendwo hier kommt. Und dafür gibt es aber an der Biologie keinen Beweis. Wir haben eine ganze Reihe Situationen, wo die Impfung sicher eine bessere Immunität, einen besseren Schutz gibt für eine natürliche Infektion. Ich will nur eine Frage, die man... ja. Irgendwie en vogue. Ne? Was ist eine natürliche Immunität? Also du kannst ich mir als Immunolog nicht dran vorstellen. Hier steht, dass eine Krankheit durchgemacht hat. Ist das natürlich? Wieso ist das mehr natürlich wie etwas anderes? Ne? Ja. Eine Impfung, du gehst in Studien, die weisen, dass die Impfung an dem Fall besser ist wie eine Infektion. Und das ist auch dann noch, weil ich sehe, ich bin nicht geimpft, und ich kriege 2 Dosis pro Woche danach. Das heißt, ich kriege mal 2-mal gewiesen, dass das in der Regel ist, indem ich so eine Immunität aufbauen. Also eben mit einem Booster 3-mal. Also ich meine, ich stehe auch froh, dass wenn ich 3-mal geimpft ist, dass das besser ist, wie wenn ich ein Virus hat. Und plus, wo wir hören und beim Herrn, was für schlimme Sachen das kann auch richten, weil beim Impfstoff, du hast just Protein vom Virus, den du dran hast. Das ist kein Virus, das ist kein liebischer Virus, den ich kriege, an dem möchte doch nicht andere Sachen wie das, was wir kennen. Der Mechanismus ist bekannt. Was beim Virus aber nicht der Fall ist. Der Virus hat ganz viele verschiedene Proteine, die lauter Sachen machen, die man noch nicht wissen, was denn alles möchte, aber wohin du hingeht. Ja? Vielleicht noch ganz kurz dazu. Natürliche Immunität, wenn wir Poken ausgerottet und dann nicht durch natürliche Immunität, sondern durch die Impfung. Wenn wir bei uns an den Ländern Kinderlähmung, Poliomyelit quasi nicht mehr haben, dann nicht durch natürliche Immunität, sondern durch die Impfung. Wenn man überhaupt, ich meine, die Impfungen sind wahrscheinlich ein bisschen zu viel erfolgreich. Tetanus zum Beispiel ist zu 100% täglich. Wie von ihr schon einen Tetanusfall gesehen? Wie von ihr schon Poliomyelit gesehen? Die Impfungen sind dermaßen überlegen, vis-à-vis von dem, was die kann erreichen mit einer natürlichen Immunität, dass man sich schon gar nicht gesehen, die Infektionen, dank der Impfung. Das heißt, das Lager ist wirklich total fehl am Platz. Für zu mengen die natürliche Infektion, die natürliche Immunität durch eine Infektion wäre besser wie eine Immunität durch die Impfung. Und da haben wir auch eine Frage vom André online. Hier fragt, für verschiedene Krankheiten kriegt ihr eine einzige Impfung, Tetanus bei der ersten Jahr danach und dann als 10 Jahre. Für was kriegen wir 3 Impfungen innerhalb von einem Jahr bei Covid? Also, vielleicht kann ich dazu so, wie weit braucht man eine dritte Impfung? Das hört zum Beispiel dummer zu tun, dass die erste und die zweite Impfung, die wäre ganz nur benehmen. Im Prinzip 4 Wochen. Und dadurch konnte ihr bei der zweiten Impfung gar nicht so eine langfristig immunologische Memoire aufbauen. Wir wissen zum Beispiel beim AstraZeneca, wenn sie da 3 Monate gewährt haben zwischen der ersten und der zweiten Dosis, dass die Leute, die 3 Monate gewährt haben, eine viel bessere Immunität nach der zweiten Dosis hatten, wie die schon ein paar Wochen drauf die zweite Dosis haben. Dafür haben wir noch ein dritt, für eben die immunologische Memoire zu verstärken. Das ist aber nicht ein Aspekt. Den anderen Aspekt ist, dass der Virus so weiter mutiert. Das heißt, als Immunität kann sich schon nicht mehr dagegen richten, was wir schon gesehen haben. Sie wird der Spike, den durch den Impfstoff als das Immunsystem sensibilisiert, sie wird das Spike-Protein durch das Virus, mit dem man es infiziert und mit dem Virus evaluiert, so nach immer 4. Also ich denke, wir können so, wir brauchen da 3 für eine Grundimmunisation. Wir wissen nur nicht, wie lange die dritte Dosis wird unhalten und das wird eben auch ein bisschen zu tun, was nach Varianten, aber es durchgehen kann sein, dass die 4. Dosis da vielleicht irgendwas mit dem Impfstoff, die schon auf die neuen Varianten zugeschneidert ist. Das kann durchaus sein, ich gehe eigentlich bald davon aus, aber das heißt auch nicht, dass man muss vielleicht, nicht unbedingt, dass man muss alle Jahre sich impfen lassen. Ah ja, das ist ja. Das ist falsch. Ja, das ist genau, aber was halt war den André halt gesagt hat, war das so falsch, Herr Müller? Ja? Oui, je peux compléter. La plupart des vaccins nécessitent plusieurs injections et donc dans le calendrier vaccinal de base, en fait, on vaccine avec plusieurs
vaccins contre la même maladie. Par exemple, chez les enfants, pour le tétanos, la première année de vie, on donne 3 injections contre le tétanos, une 4e injection la 2e année de vie, une 5e injection entre 5 et 6 ans, et après tous les 10 ans. Et quand on commence à l'âge adulte, on va dire la vaccination tétanos, la primo-vaccination comporte 3 doses et après des rappels tous les 10 ans. Et ça, c'est la même chose pour la plupart des maladies qu'on peut éviter par la vaccination. L'hépatite B, il faut 3 doses. Le papillomavirus, il faut 3 doses. Voilà, etc. Donc, c'est un principe de base où souvent les 2 premières doses sont là pour donner une immunité déjà à court terme et une immunité tout de suite. Mais il faut quand même une dose à distance pour faire une maturation du système immunitaire mémoire et permettre des réponses sur le long terme. Ich denke, das, was ein Herr vielleicht, wo vielleicht verwirselt wird, dass die Lehrwig-Impfstoffe wie MMR, den Measles, Mumps, Rubella, den Impfstoff geht am Prinzip einmal gehen, plus nach ein Jahr mich spät, mit der das an sich ein Impfstoff, den die Zweitkehr gibt, weil ihn da eine extrem hohe Herdenimmunität braucht, und die kriegt ihn recht, wenn ihn die zweite Impfung populationsweit möchte. Also vielleicht hast du eine gewisse Konfusion. Mit alle Gurchen, die Impfstoffe, die kein Lehrwig-Impfstoffe sind, die gehen am Prinzip 3-mal gehen plus Rappellen. Das ist ganz normal. Lo kann ich sagen, für wer tut uns nicht direkt gesagt, dass wir gleich sollen 3-mal impfen. Bon, ich muss ehrlich so, wie ich gesehen habe, wie die Resultate waren von der klinischen Phase 3, ich finde die unglaublich gut fand. Und das hat bei mir auch den Eindruck los, okay, mit 2 Impfungen kommen wir vielleicht dahin. Aber retrospektiv muss ich sagen, okay, wir machen nur eine 3. Impfung, und das ist eigentlich der kompletten Zyklus. Wir so schwätzen nur von einem Booster, aber okay, das ist eng semantisch froh als der Booster oder als einfach die 3. Impfung von einem kompletten Zyklus, den wir sonst wahrscheinlich für 4 Jahre gemerkt haben. Mit der wir nicht vergessen, dass wir ja am Anfang auch ganz froh waren, dass wir dadurch ja natürlich auch mehr Leute konnten impfen. Und die Engländer haben sogar nach so gemerkt, dass sie nach mehr rausgezögert haben, für nach mehr Leute können sie impfen. Also da müssen die Kontranten auch mit berücksichtigen, die da waren. Aber im Prinzip sind es 3 Impfungen als das normal. Geht das dann durch mit 3 Impfungen oder kommt das nach? Das ist natürlich eine andere Frage. Wenn mich das fragt, par rapport zu anderen Impfungen, dann ich ging Analogien zu anderen Impfungen, ging ich so, das geht eine Zeit durch. Und was ist die Zeit? Also, die forciert mich nur etwas zu sagen, aber ich ging so, das geht vielleicht 2 Jahre durch, wenn wir nicht nach einer Omikronen und so weiter kriegen. Ne? Und das wäre par Analogie zu anderen Vakzinen. Ne? Ob das so ist, bon, Corona hat schon immer Surprise für uns bereit gehalten. Ich bin froh am Saal. Ich gehe aber für drunter kurz auf online. Du hast Fried de Ben. AstraZeneca ist der einzige Konzern, welcher Impfstoffe auf ethisch halbwegs vertretbare Art und Weise vertreibt. Wie ist es möglich, diesen Impfstoff als Booster-Impfstoff zu bekommen? Herr Schmidt. Normalerweise ist es so, dass mit AstraZeneca respektive mit einer Vektor-Impfstoff von einem 2-mal geimpft wird, weil du eine Immunantwort auf den Vektor abgebaut und was möchte dann, dass eine 3. Impfung man wirksam wäre. Es gibt aber eine Etude, ich meine, eine einzige, wie ich bislang gesehen habe, wo sie effektiv mit AstraZeneca geboostert tun. Also das ist nicht total auszuschließen. Wir hatten in den letzten Wochen am Main, da war ganz wenig Leute, die AstraZeneca wollten. Das war echt ein Vakzin, der eine schlechte Presse hat, sagen wir mal so. Und im Moment effektiv käme am Stock. Und wir werden eine ganz kleine Quantität wahrscheinlich noch kaufen, weil wir einzelne Leute, die effektiv mit einem anderen Impfstoff nicht, also in einem Grund nicht können geimpft werden, und da müssen wir AstraZeneca holen. Ja, im Prinzip also ist da ein mRNA-Impfstoff, den hält als Booster, auch weil die ganze Geschichte mit Mix and Match, also wenn den Impfstoff changiert, kriegt eine bessere Réponse immunitär.
Dann haben wir sicher ein Froh zu dem Thema am Saal, Monsieur. Ja, moin. Ich hatte am Anfang am Anfang ein. Könnt ihr mit Louis schwätzen? Ami hart. Louis Ami hart. Genau, das wäre super. Ich hatte am Anfang eine generell froh, da sind aber zwei Sachen mit denen angeschwärzt gehen. Ich glaube, auf gegreifen, den Herr Schockmann hat gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, den AstraZeneca wegen Zeit mehr wertvoll gewesen, weil auf 3 Minuten Distanz geimpft ist. Aber Logi aber die Leute, kriege ich gesagt, kommt, wenn es lief, für eine Impfung zu machen, auf 4 Minuten. Während ja aber den... Schon nicht verstanden, kann das Nein-Cash genau stellen. Den AstraZeneca ist ja 3 Monate. Genau. Voilà. Und dann konnten Menschen richtig fest, Leute gesagt, noch 4 Monate kommt von Stift ein Booster-Impfung sicher. Oder? Genau, nur 4 Monate. Ja. Wo BioNTech am Moderna haben, die Gruppe gesagt, oder die Gruppe eine Invitation für 6 Monate. Und das war ein bisschen konfus, und da war ich allgemein froh, du hast nachher ein bisschen schon darauf geantwortet, dass Scheren nicht mehr von AstraZeneca Ballfall ist. Was wird geimpft, zum Beispiel nächste Woche, Moderna, BioNTech, und was also die Meinung, wenn zum Beispiel zweimal BioNTech hat, wie dann Moderna zu kriegen, fängt zu mischen, oder wie BioNTech, denke besser. Aber was ich noch hören, bei den Doktoren gibt BioNTech geimpft gehen an den Impfzentren Moderna. Das kann sein, dass das alles Gerüchte sind. Die Robin von Herrn Schmidt? Die erste Frage ist AstraZeneca. Effektiv haben wir gesehen, dass die Impfwirkung von AstraZeneca mehr schnell auffällt, ein bisschen mehr schnell auffällt. Also es ist wirklich kein dramatischer Unterschied, das aber ein Unterschied da par rapport zu den anderen Impfungen mit Pfizer oder mit Moderna. Und dafür haben wir da den Intervall ein bisschen kurz gesagt, ob 4 Monate für den Rappel zu machen. Für die Rappellen am Moment wird effektiv mit Pfizer geimpft, respektive mit Moderna. Die zwei sind äquivalent für benutzt zu gehen als Booster, also das ist egal, die können auch nie weiteres mischen, an dem Sinn, dass wenn man mit Pfizer geimpft geht, kriegt ein Moderna als Booster, das ist absolut, oder umgedreht, das ist absolut kein Problem, und das effektiv so, dass an den Kabinetmedikoen bislo nicht mehr Pfizer benutzt gehen, weil der Moderna mehr Kontranten hat, für gelagert zu gehen. Und das ist mehr schwer zu organisieren an 300 Kabinetmedikoen wie an 3 Impfzentren. Die Kontranten, die fallen aber weg, weil wir eine Etüden haben, die Stabilität vom Wachsen am Flakon belehren. Und wird auch in Zukunft Moderna an den Kabinetmedikalen auch disponibel sein. Kann dabei so ein Anfang, den BioNTech Pfizer, da kriegt die Volldosis am Booster, am Moderna kriegt ich eine halbe, weil sie unterschieden just von der Struktur nicht, das ist quasi dieser Impfstoff, und das ist einfach mehr hoch dosiert bei Moderna wie bei BioNTech Pfizer, was auch erklärt wird, dass vielleicht bei verschiedenen Etüden der Moderna eben besser gewirkt oder mehr Effekt hat. Und dafür geht das in der Hinsicht eigentlich egal, die Hauptsache halt nicht in dritten Vektor-Impfstoff, weil das eben viel mehr Effekt kann tun oder viel mehr eine Immunität kann aufbauen gegen den Vektor und nicht gegen den Coronavirus. Herr Schockmann? Wobei die sind irgendwie ein bisschen komplementär, weil Vektor-Impfstoffen, also AstraZeneca, Johnson Johnson, sind im Prinzip Champion, wenn es darum geht, für eine zelluläre Immunität aufzubauen. Das heißt, die Zellen, zum Beispiel Killerzellen, die dafür sorgen, dass wenn den infiziert das, als infizierte Zellen zerstört vom Immunsystem. Das heißt, die Vektorimpfstoffe sind ganz gut dran, eine zelluläre Immunität, dafür protegieren sie eben auch gegen schwere Verläufe. Während der RNA-Impfstoffe sind nicht übertroffen, wenn es darum geht, für hohe Antikörperkonzentrationen aufzurufen oder Impfung. Das heißt, wenn ihr die 2 hat, wie in diesem Fall AstraZeneca und dann noch ein RNA-Impfstoff, das ist im Prinzip das Beste von den 2 Welten. Sogar wenn ich 10-mal BioNTech hat, das pro. Ja, also die Erfahrung geht mehr in Richtung für den Vektorimpfstoff und dann RNA-Impfstoff. Weil das ist so, da haben wir Erfahrung, weil wie die Komplikationen rauskommen aus den Thrombosen an niedrige Blutplättchen
bei AstraZeneca, da waren ja Länder, die gesagt, die kriegt keine zweite Dosis AstraZeneca und die sind direkt nur der erste Dosis AstraZeneca auf den RNA-Impfstoff gewesen und das hat im Prinzip ganz gut funktioniert. Das heißt, da haben wir Erfahrungen auf Länderniveau. Und da sind noch Studien gemerkt, zum Beispiel für die AstraZeneca und der Pfizer oder zweimal Pfizer, zweimal AstraZeneca oder für die Pfizer und dann AstraZeneca. Und die beste Kombination war für die AstraZeneca und der Pfizer. Ich gehe kurz auf online, da haben wir eine Frau, die haben wir für uns zwar schon bald geantwortet, vielleicht kann man nachher darauf antworten, ich weiß nicht, ob die Person logisch zugeschaltet, können Sie die Hintergründe erläutern, warum eine Präsenz von Antistoffen nicht genügt, um einen grünen Covid-Pass zu erhalten? Also es gibt ein rein administrativ, das europäische Reglement über den Covid-Pass, das ist schon kein nationaler Covid-Pass, das ist ein europäischer Covid-Pass, den wir hier auch zuletzt applizieren, erlaubt das nicht. Und dann gibt es medizinische Gründe, und da lassen sich die von den Medizinern, von den anderen Medizinern, das denke ich erklären. Herr Schockmann. Das für das du erklärst gut, Gerard. Also, das ist einfach froh, wir sind bei der dynamischen Diskussion, die wir schon hatten, natürlich Immunität versus Impfung. Wie weit geht den Infizierten genesen, als kriegt er nicht so eine lange Reconnaissance für seinen Status für ihn, der geimpft ist. Der Jean-Claude Schmitt hat gesagt, dass sind gewisse Kontranten im europäischen Niveau, mit das auch Wissenschaft handeln drin. Das heißt, was wir wissen, und das war auch die Frage mit den höheren Antikörper, was heißt das, höhere Antikörper? Die Antikörper, die wichtig sind die Antikörper, die protektiv sind. Und das sind die gegen die Spike. In die geimpft, das möchte im Prinzip nicht mehr Antikörper gegen die Spike, weil die Impfung nicht da nicht das solliciziert wie Spike und damit das Immunsystem stimuliert. In den infiziert das, die möchte Antikörper gegen die verschiedensten Proteine vom Virus und möchte Antikörper gegen RNA, aber die Antikörper sind nicht all forcément protektiv, neutralisierend wie wir so, sie sind nicht all gegen die Spike gerichtet. Also da ist man schon direkt ein Unterschied. Ihr könnt so bei einer natürlichen Infektion als Hybrid, okay, aber bei einer Impfung als wirklich mehr sibliert, mehr gezielt die Immunität, direkt gegen die Spike, direkt da, wo die Protektion eigentlich ist. Das Zweite ist, wenn, wie das ja oft dann, Gott sei Dank, immer nach der Fall ist, junge Leute, die sich infizieren, gehen an der Regel nicht schwer krank. Und dann ist es ganz variabel, wie viele Antikörper sie machen oder sie nicht machen. Und oft hören die auch im Seher auf. Das heißt, den aber geimpft ist, der kriegt direkt eine gezielte Immunantwort auf die Spike mit einer standardisierten Dosis. Mit 2 standardisierten, beziehungsweise 3, wenn er geboostert wird. Und das gibt ein ziemlich reproduktibles Resultat, was Protektion anbelangt. Wir wissen zum Beispiel, dass Elerleid haben das höchste Risiko für Komplikationen, wenn sie sich mit Covid infizieren. Elerleid haben eine bessere Protektion durch Impfung, wie sie durch natürliche Infektionen. Und das ist dem nie vergessen, natürliche Infektionen ist der gefährliche Weg. Weil da geht es wirklich ein Risiko an. Gerade fand ich schon ein bisschen mehr anders. Bei den jungen Leuten ist es nicht so deutlich, den Unterschied, den es gibt. Aber die jungen Leute haben echt das Problem, dass, wie gesagt, es davon abhängt, wie schwer krank ist. In der schwer krank ist, und den auf der Intensivstation war, den hat immens hohe Antikörpertitren. Aber in der liegt, wenn man eine Infektion hat, den hat er wahrscheinlich meistens nicht ganz viel. Sie sind nicht unbedingt protektiv, also neutralisierend, und sie haben noch relativ sehr auf. Und dafür ist da auch wissenschaftlich-medizinisch ein ganz klaren Unterschied zwischen einer natürlichen Immunität, zwischen Genesen und geimpft. Natürlich, der fand immer ein Einzelbeispiel, wo das noch nicht stimmt. Mit dem Einzelbeispiel, wie Sie denn? Die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber wenn aber Rekommendationen gemacht gehen, im Niveau von einer Nation, von ganzen Nationen,
da braucht es Regeln, die dem Gros von dem, was wir wissen, genesen, geimpft, Rechnung drohen. Und wir können nicht aufhängen, alle einzelne Patienten zu testen und zu gehen, wenn wir wissen, wie viele Antikörper hat, wissen wir nicht, sind sie neutralisieren, sind sie das nicht, das machen als Laboratoire nicht. Wir wissen noch nicht, wenn sie viele Antikörper haben, ja, was das hier zelluläre Immunität. Wir gehen schwer verlebt, geschützt sind, das sind nicht Antikörper, das ist die zelluläre Immunität, das sind Killerzellen, die gehen nicht gemoss. Das heißt, die Fixation auf die Antikörper ist wirklich zu viel einseitig für ein Verständnis von der Protektion, von der Immunität zu kriegen, wenn ihr will vergleichen, genesen oder geimpft. Ich bin froh, online den Community Fried, nee, das ist nicht hin. Du hast eine Person, die Fried, merci Herr Thiel, dass Sie den Mut haben, Ihre persönliche Geschichte mit uns zu teilen. Darf ich fragen, welche Komorbiditäten hatten Sie? Den letzten Satz nicht verstanden. Welche Komorbiditäten hat ihr? Außer dem Covid, was hat er 4 Erkrankungen? War der vulnerabel? Was froh? Also ich hatte nie 4 Erkrankungen, da dienst ich war schon ein bisschen höchsten Cholesterol, aber ich war bei der Pneumologin Helene de la Barrière, sie ist Spezialistin ob so Fall. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass sie wusste nicht genau, ob mein Atemnot durch eine Verengung kommt von der Aorta oder für was. Ich immer an Atemnot kommen, weil ich schon über 7 Liter lang, das ist über 2 Liter mehr wie im Durchschnitt, weil ich immer viel Sport mache und darauf hin ist dann festgestellt ging, dass die Menge, weil ich über 2 Monate oder bald 2 Monate Sauerstoff war, dass ich den Reflex verloren für tief anzuatmen. Und wenn ich dann in so einer Diskussion bin und darüber schwätzen, dann noch denke, weil ich dann denke, atmen ich tief an. Und das könnte man ganz oft für, dass ich das einfach nicht spüren, das ist kein Reflex mehr, also das ist eine Willkür, wenn ich Luft höre. Sie mengen, dass das ging zurückkommen, aber das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt, ich erwische mich da ganz oft, dass ich dann Treppen raufgehen und dann ich vergesse dann einfach tief anzuatmen und dann denke kriege ich Kopfweh und dann muss ich mich sitzen und dann geht es nicht mehr. Eine Präzision, wenn ich es richtig verstanden habe, werde ja nicht intubiert und die sieht über die Maske beatmet gehen, das heißt, du hast Sauerstoff an hoher Konzentration über die Maske, das war eine ziemlich desagreable Erfahrung. Mir das Schlimmste, als ich trotzdem aus Sport blieben, der hat keinen Typ an ihren Atemwehr, der wird nicht intubiert, wäre keine Maschine, die eigentlich an einem gewissen Takt, an einem gewissen Rhythmus erst den Sauerstoff raggepumpelt wird, weil Gott sei Dank war das nicht so, weil die könnt ihr schon feststellen, die bis beatmet waren, aber für dich, die war 6 Wochen eigentlich auf der Reha, das sind oft mehr lang verlebt an Konsequenzen für zu rekuperieren, wenn ihr zum Beispiel an die ganzen Narben denkt, die dann an der Lunge sind, ja. Und noch an andere Komplikationen, die bei allen verlängerten Aufenthalten auf der Intensivstation zu beobachten sind, egal wie war denn auf der Intensivstation war, die sind nicht zum Glück aber gespürt geblieben. Ja, es sind dort sind ich an der Behandlung und auch an der Observation beim Dr. Charles de la Gardelle, ging ich mal so nach vorne Kardiolog aus dem Centre Hospitalier von Strassen, also das ist der Stadt. Und wir sind nur am Gange nach verschiedenen Tests zu machen. Es kann sein durch Zufall, dass der Verdacht ist, dass ich einen Stent gesagt kriegen, dass ich war in mega Stress ausgesetzt während einer ganzen Zeit. Ich hatte auch eine Herzmuskelentzündung. Und wollen sie der Ursache ganz genau befunden gehen. Und im Januar kriege ich die letzten Tests mit, nur pur Scintigraphien und pur Scannern. Und dann wird sich dann herausstellen, was wirklich mit mir nach geschieht. Ja. Also an dem nämlichen Kontext, der wisst ja, eng von den häufigsten Komplikationen von den Infektionen sind Thrombosen. Thrombosen an sämtliche Gefäßsysteme, das kann eine Thrombose am Gehirn sein, das kann eine Thrombose
an der Gefäße sie vom Darm, das kann eine Thrombose schon nicht sehen, das ist wirklich eine ganz häufige Komplikation bei der Infektion. Und so wissen wir zum Beispiel, dass doch das Risiko für die Schlag zu kriegen, sie wird den Herzschlag, sie wird den Herzinfarkt erhöht als bei denen, die Covid erkrankt waren. Und hier schwätzen wir von Stent, natürlich schwätzen von Coronargefäßen. Und das ist natürlich klar, dass die auch ganz leicht und so einer Stresssituation können an Matleidenschaft zugehen. Und das ist das, was danach aufgeklärt wird. Okay. Wir haben es nach 5 Minuten, es sind 2 Frauen am Saal, ich habe 3 Frauen auch online. Ich gebe jede beten Frauen ganz kurz zu stellen und auch dann kurz zu halten, für dass wir die Frauen einfach noch durchkriegen. Ich gebe dann die Madame mit der Madame aufhängen, soweit ich gesehen, an der letzten Reihe, weil die hat schon lange gewartet. Ja, moin. Ja, bon, ich kann da losschwätzen, ganz hart. Moin. Ich wollte fragen, mittlerweile hast du auch gewusst, dass die Leute, die doppelt geimpft sind, den Covid können nun kriegen und auch weitergehen. Dann freue ich mich, für was die Leute nicht öfters an den Test gehen, währenddem die Ungeimpften ab Januar müssen an den Test gehen, für schaffen zu gehen, und die Ungeimpften gehen zu 100% der Virus nicht weiter, gehen aber nach an all ihren Lebensbereichen abbeschränkt, obwohl es sie nicht die sind, die den Virus weitergehen. Ob der Totelo eine Mesure ist, für durch Tanner, die auch nach die pur Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, da muss man mir ehrlich sein, oder für was gehen ehrlich Leute, die sich wollen, oder für was gehen Tester einfach nicht gratis gemäht, auf für Jit verreden. Kann ich da bald frohen antworten, das können vielleicht noch andere, aber ganz kurz. Also, die geimpft, das kann sich schon infizieren. Aber das Risiko, dass der Virus weitergeht, ist deutlich reduziert, vis-à-vis von einem, der nicht geimpft ist. Aus 2 Gründen. Erstens, als der geimpft, wenn er sich exposiert mit dem Virus und hat einen Risikokontakt, die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass er da noch positiv geht. Und wenn er nicht positiv geht, kann er noch keinen infizieren. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, wenn er gegen positiv geht, also geimpft, hat einen Durchbruch, Infektion, als seine Infektiosität mehr niedrig, wie bei dem, der nicht geimpft ist. Und da haben wir genug Donner mittlerweile darüber. Den zweiten Teil von der Frau antwortet den Herr Danzer. Vielleicht ist es so, dass eigentlich alles eine Risikoeinschätzung für so, was können wir machen, was muss man vermeiden, weil also ich müsste mal daheim bleiben, da kein Kontakt und da kein infiziert wird. Wir wollen irgendwie zu simulieren, schaffen, an einer Sache machen, da muss man jedenfalls Punkte setzen. Und das ist effektiv da. Das ist nicht immer so einfach. Aber ich meine, das, was den Gerardo gesagt hat, das ist ein Fakt, dass Ungeimpfte natürlich viel mehr schnell infiziert und dann auch viel mehr Virus weitergehen, viel mehr Virus produzieren. Ich halte das nur kurz. Herr Müller. An Deutschland gibt es Zahlen, die sagen, dass wenn eine Transmission zwischen 2 Personen stattfindet, dass 90% von denen als einen Ungeimpften involviert. Bei den Geimpften, das sind also just 10% von den Infektionen fanden statt, ohne dass ein Ungeimpften dabei ist. Das ist der E-Punkt. Der andere Punkt ist, ich meine, ihr müsst gucken, also die hat ja alle gleich den Matkrut, was der R-Faktor ist. Wenn ihr den R-Faktor guckt an einer Population, die ungeimpft ist, und dann hat einen R-Faktor von ungefähr 6. Ohne Maßnahmen, also am Zusammenhang mit dem Delta-Virus. Wenn der guckt, wie ist dann der R-Faktor an einer geimpften Population, mit denen ist ein Faktor 10 oder noch mehr niedrig. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn der R-Faktor einer 1 leidet, und du hast noch zusätzlich Maßnahmen distanzieren und so weiter, dann lebt der Virus sich ganz sehr aus. Also die Dynamik vom Virus ist ein komplett anders an einer vaccinierten Population wie an einer nicht vaccinierten Population. Und das muss ich deutlich machen und das muss ich immer wiederholen. Die letzte Frage, den Herr Dohannen an der Reihe, Monsieur. Also, ja, merci, Mann. Ich hatte eigentlich relativ viel Fragen. Kann da ein bisschen mehr hart schwätzen? Ja, pardon. Merci, also ich hatte eigentlich merci. relativ viel Fragen, aber wir schon eng ethisch kann eigentlich Fragen. Gebe ich eigentlich immer gerne
über die Traitementen. Eigentlich, wenn man eigentlich nicht ganz viel über Traitementen auch geschwärzt wird. Denn von der Grund, wieso eigentlich die Vaccination hier in Europa und auch an den USA kann gemäht gehen, also eine Autorisation konditionnelle sur mise sur le marché, also eigentlich nicht mehr, weil da eigentlich kein Traitement gibt. Es gibt aber anderen, die es gibt, wie zum Beispiel Hydroxychloroquin, Ivermectin, auch noch dabei Artemisia annua, die wie zum Beispiel auch an Madagaskar angewendet sind, und die haben eigentlich viel Männer kann und auch viel Männer doden, wie zum Beispiel zu Madagaskar, sind es da Männer als 10.000 Personen, die davon eigentlich gestorben sind. Okay, wieso man eigentlich nicht probiert, die Toten zu investigieren, wie zum Beispiel Japan, den eigentlich eine Etude über die Ivermectin wird machen, anstatt eigentlich all die Bevölkerung, auch in Europa, eigentlich bald zu zwangen, eine Impfung zu machen, ohne zu wissen, was lang-term, also was eigentlich unter langer Zeit, all die Nebenwirkungen werden sind. Okay, das ist gut. Herr Schockmann. Also, wir kommen immer auf das, nämlich, es sind keine Langzeit-Nebenwirkungen bekannt bei Impfung. Wenn ihr eine Nebenwirkung hat, hat ihr sie innerhalb von der nächsten Woche bis Monat. Und das kommt dadurch, dass das Immunsystem entweder exzessiv, zu stark reagiert oder eben daneben schießt. Und wenn ihr da etwas behält, dann hat ihr einen langfristigen Impfschutz. Mit dem ist aber innerhalb von den ersten 2 Monaten im Prinzip entstanden. Danach könnt nicht mehr, das ist kein Spike mehr, das ist keine Information mehr, das Immunsystem hat eine Stimulation, das ist River. Also langfristig Komplikationen, das heißt, wenn man noch 10 Jahre hat den Diabetes, das vielleicht für 10 Jahre geimpft gibt, das geht nicht. Dann dass natürlich sich immer Medikamente, die schon nur Marche sind, gucken, ob sie gegen das Coronavirus aktiv sind. Weil das wird ganz viel Fehler. Erstens kennen wir die Medikamente, wir kennen die Nebenwirkungen, sie sind schon produziert und sie wären relativ schnell verfügbar, müsste natürlich dann ein größer Maßstab produziert gehen. Artemisin oder Artemisinin ist interessant, weil es eben Bestandteil von einer Behandlung gegen Malaria ist. Und tatsächlich gibt es echt Studien, die interessant ausgesehen, dass doch Kinder eine gewisse Effekazität haben. Was das Coronavirus anbelangt, das ist auch eine andere Etude mit einem Antidepressivum gegen Depressionen. Ein Mittel, was schon lange gibt, sämtliche Patente sind aufgelaufen. Auch da gibt es eine Studie in Brasilien, die wo ganz vielversprechend ausgesagt. Das wäre etwas, wo zum Beispiel Entwicklungsländer sich gut Kinder leisten. Auf der anderen Seite sind wir aber auch noch so weit, dass wir Pille kriegen, die viel mehr wirksam wahrscheinlich sind wie die dort Mittel, die eine gewisse Wirksamkeit tun, aber nicht wirklich auf das Coronavirus zugeschneidert sind. Ich denke zum Beispiel und die Pille von Pfizer, die zumindest, wenn sich das konfirmiert hat, in den ersten Analysen, als ganz effektiv, als die ein bisschen ähnlich funktioniert wie die Mittel gegen den HIV-Virus, aber in diesem Fall eben von Anfang an zugeschneidert, das auf das Coronavirus. Da kriegen wir wahrscheinlich eine Effekazität, die ganz schwer zu toppen ist mit anderen Mitteln. Aber wir sind auch weiterhin interessiert. Ich meine, Cortison ist auch nicht für Corona entwickelt worden. Und trotzdem wissen wir, dass man eben schwer krank ist, Sauerstoff braucht, dass wir können Leben retten, wenn wir höchst dosiert Cortison gehen. Aber wir gehen Cortison und kein Problem. Wir hatten noch große Hoffnungen beim Hydroxychloroquin, was hier ein Mittel ist, was wir auch kennen seit langer Zeit, das geht mit Mittel, bei dem mehr Studien gemacht sind, wo aber keine Wirksamkeit nachgewiesen sind. Die Piste geht verfolgt, ja. Ja, vielmals merci. Wir sind noch am Schluss von dieser frohen Stunde angekommen. Herr Danzer, du gibt eine neue Aktion nächste Woche, die anläuft, Lützeburg, Hashtag Lützeburg tastisch. Was tut ihr da auf sich? Ja, wir sind heute am Ende von der Info, obwohl wir noch ganz laut viele Sachen machen für das Leute. Wo geht es richtig rüber? Ja, voilà. Wir machen auch nächstes Jahr noch ganz viele Interventionen und ich glaube, sie gehabt mit dem Impfbus. Was wir wollen machen, das haben wir uns gehalten, wo wir beim Large-Scale-Testing abgehalten. Wir hatten über Tester geschwärzt, wir haben ganz viele Tester gemacht, die man nicht mehr mal, weil die Konditionen besser waren. Wir haben uns Tester auf Seite gelöscht, für wann es mehr Aussagen oder mehr Heißzahlen sind, die wir im Moment tun, für ein das können zu kalmieren. Und dafür hat der Jahr wahrscheinlich einen Brief gekriegt, alle Haushalte kurz werden, für das Tester sicher zu gehen. Das ist aber nächste Woche zu summen. Hoffentlich, der Jean-Claude hat schon gesagt, den Claude Müller hat morgen gerade bestätigt, dass der Mutter es möchte. Da hat man am Donnerstag um 12 Uhr ein Ecke live gehen, an der Freitag mitten um 12 Uhr live gehen und dann zusammen einen Schnelltest machen, für zu identifizieren, wo noch positiver sind. Und den Effekt davon ist wirklich,
wenn man es an enger Woche als zweimal testen, da fand man ganz viel positiver, die sonst nicht abgefallen wären, die sich sonst nicht testen. Und da können wir zu extrem denken drücken, und wir hoffen, dass wir da keine anderen Mesuren mehr brauchen, an heroisch Christtag feiern können vielleicht. Ja, das wäre ja schön. Auf jeden Fall vielmals merci hier am Saal für all die Frohen. Auch online, die Leute, die hier am Saal sind, die können sich Stunde nach einkehr und als Panelisten hier wenden am Saal, am Frohen direkt stellen, so sind wir auf Facebook live, wo ihr könnt Frohe stellen auf jetzt Schlusswort, evangelisch Lo, Wort und den Herr Schmidt. Ja, vielmals merci. Ich entschuldige die Minister, die nicht kann mit rein, da kommen sie morgen hier. Aber auf jeden Fall, ich wollte kurz fragen, merci so, nächstens Nathalie Reuter für die Moderation, das hat super gut geklappt. Ich so noch alle guten Panelisten, merci für ihren Input, hier Überlegungen, hier Témoignage, de volle Témoignage, das ist extrem wichtig, sowohl von den Gesundheitsberuflern, die als erklärt haben, was hier täglich Probleme sind, wie von einem Patienten effektiv das Ganze Mader lief oder nicht nur theoretisch darüber schwätzt, wie wir das teilweise machen. Als extrem wichtig noch die Leute am Saal, natürlich merci an die Leute, die online sind. Wie gesagt, ich stehe weiterhin für Frauen zur Verfügung. Wir kriegen noch, ich meine, alle guten, die Leute, die hier sind, kriegen noch immer regelmäßig Frauen. Wir probieren so gut wie möglich, auf die Frauen immer zu antworten. Ich muss sagen, Heinz, du hast schwer, weil man da Heinz, ich kriege Heinz 100 E-Mail pro Tag und kann nicht auf alles antworten. Aber die Information bleibt wichtig als Konklusion von der Runde Lo und von noch der Runde Moyen, die wir mit den Gesundheitsberuflern hatten. Also da war ganz klar, dass die Impfung wirklich eine Sache ist, die heißt, immens weiterhilft. Das ist vielleicht nicht die einzige Mesure, die man machen muss, noch eine andere Mesure, die Hygiene an der Barriere, an kommende Medikamente und so weiter. Das ist ein Domain, der extrem dynamisch ist. Und Gott sei Dank haben wir da, Gott sei Dank kommen wir irgendwie aus der ganzen Krisensituation raus. Ich meine, die Impfung bleibt ein Hauptbestandteil, das ganz klar und wir encouragieren jeden, der noch nicht gemacht hat, sich impfen zu lassen. Vielmals merci. Ja, und dann die Leute, die das wollen machen, das kann ich noch Mut zum Beispiel machen an einem von den Pop-up-Impfzentren, an 3 Shoppingzentren bei l'Etoile, Clochtor, City Concorde, nur von 10 bis 4 als andere Informationen, wo ich sich noch impfen lassen kann, auf covid19.lu. Vielmals merci für die Nolausch, ganz schönen daran, passt auf euch auf.